Guten Abend, liebe Kartfreunde. Neuer Monat, neuer Balance-Patch. Es wurden Karten angepasst. Es gab ein paar Nerfs, also dieser Blitzbomber da wurde erhöht. Hier gibt es ein bisschen weniger. Und da ist ein bisschen anders. Und hier gibt es ein bisschen was anderes. Ein paar Wetterkarten wurden angepasst. Und wir haben jetzt ein neuer Monat, wie gesagt. Das heißt, man wird im Rang wieder zurückgestuft. Ich bin jetzt nicht mehr Feldmarschall. Aber es gibt die Monatsbelohnungen, also die Saisonbelohnung vom Juni. Es gibt eine Elite-Karte. 4 Kernpackungen. Den Elite-Rang so wie jedes Mal. Wir schalten da noch kurz die Effekte aus. Braucht es ja hier nicht zum. Und dann habe ich hier eine Kiste. Spezialkiste. Ich hätte noch Kartenpackungen öffnen können, dann hätte es die Elite-Kiste gegeben. Wäre natürlich besser. Diesen Panzer da habe ich schon, den Flieger habe ich auch schon. Diese Karte habe ich auch und ein bisschen Gold kann man immer gebrauchen, um Kartenpackungen zu kaufen. Jetzt habe ich wieder 6 Tage Zeit für die Kiste zu öffnen. Wir haben hier noch ein paar Kartenpackungen. Den habe ich neuerdings, habe ich den jetzt auch im Deck. Der ist noch gar nicht so verkehrt. Den finde ich auch gut, wenn man mit Veteranen spielt. Der, diese Karte ist sehr teuer, hat aber auch einigen Nutzen. Aber wenn die Runde so lange läuft, ist es ein bisschen fragwürdig, ob man die haben will. Okay, kann nicht unter 1 fallen. Interessant. Hatte ich bisher noch nicht diese Karte. Diese da sind soweit bekannt. Haben wir da noch ein paar deutsche Karten. Das wieder mit Schock. Und damit den Aktionskosten. Die Deutschen haben ja viele Karten, die dich belohnen für die Aktionskosten, also deine Einheiten um die Aktionskosten mehr Angriff haben. Was haben wir hier noch? Ozeanien. Das wäre jetzt diese eine Karte, die jetzt genervt wurde. Okay, wenn du eine Sonic-Karte spielst, ist auch noch interessant. Setzt auch auf Wettereffekte. Das heißt, alle bekommen, ja, die habe ich schon. Das setze ich auch gerne in meinen Decks ein. In der gleichen Packung noch eine zweite Elite-Karte, das gibt es auch ganz selten. Habe ich auch schon, setze ich auch gern ein. Was kriegen wir hier noch? Eine Franzosenkarte. Die ist absolut nutzlos, die brauche ich nie. Es gibt aber solche, die so mit Rusher Decks unterwegs sind und die haben genau diese Karte drin. Das verstehe ich nicht. Ich verstehe den Sinn dieser Karte nicht. Das macht ja nur mein Deck ganz schnell leer. Was haben wir jetzt hier noch? Das sind
Nochmal eine Elite-Karte. Ja, die ist auch gut. Die habe ich jetzt beim neuesten Deutschland-Deck nicht mehr mit drin. Das sind Core-Packungen. Weil ich da beim Deutschland-Deck vor allem auf die Elite-Einheiten und auf das Zurückbringen auf die Hand, damit der Einsatzeffekt erneut gespielt werden kann, optimiert habe. Ich habe mein Veteranen-Deck noch gar nicht verändert. Spiele ich immer noch so, wie ich den Feldmarschall erreicht habe. So, das war's. Dann haben wir jetzt hier bei der Kiste, sind wir schon wieder bei Spezial. Und wenn ich jetzt noch ein bisschen spiele, sollte ich die Elite-Kiste bis in 6 Tagen erreicht haben. Dann gibt es wieder eine Elite-Kiste. Immer dann auch den Shop abrufen. Weil es kann sein, dass ich hier für Gold so Kartenpackungen kaufen könnte, die man sonst nur für Diamanten kriegt. Das kann ich dann maximal 2-mal kaufen, dann ist es nicht mehr möglich. Und natürlich die Gratiskarte immer mitnehmen. Die für die Diamanten, die kaufe ich mir nie, habe ja auch keine. Diamanten kriege ich ja nur für echtes Geld. Und Old Boys, das Deck habe ich ja schon vorgestellt. Jetzt sind wir wieder Rang 6. Das war das letzte Deck, das ich vorgestellt habe, dieses Verlieren der Credits. Das ist mein Veteranendeck zum Feldmarschall. Ich habe inzwischen noch so ein USA-Anzack-Deck gebaut. Und mit diesem gehen wir jetzt eine Runde 2 spielen. Das ist so ein mittelschnelles Deck. Da ist auch diese Anzack-Karte drin, die 0 Schaden verursacht, dieser Blitzpanzer. Wo ich aber dann was kriege ich? Eine Karte und einen Lebenspunkt für das Hauptquartier oder sowas. Und ich kann sie natürlich durch eine solche Karte dann und diese Karte verbessern. Aber die bringen mir jetzt alle nichts, da ich ja jetzt Einheiten benötige. Schade, keine Einheit. Genau diese Karte da, die hat Blitz. Die greift mir jetzt mein Hauptquartier an, verursacht ja 0 Schaden, aber er kriegt 1 plus. Jetzt muss ich die Effekte wieder einschalten, sonst ist es da ein bisschen langweilig. Okay. Das wird so eine Runde werden, die habe ich dann ziemlich schnell verloren. Wir nehmen Sturm. Und killen diese Einheit, wenn möglich. Der setzt ebenfalls auf die ganzen Wettereffekte. Der hat auch Sturm im Gepäck. Also die zufällige Karte ist jetzt nicht so interessant. Ich habe aber 9 Karten, muss irgendwas einsetzen. Ich setze diesen ein. Dann habe ich vermutlich, ja genau, habe ich hier schon was. Wenn er da jetzt angreift, macht er nur 2 Schaden. Und ich kann dann mit diesem da hier verbessern. Zieleinheit wird unterdrückt, okay. Relativ starker Krieger. Und noch stärker, der macht mir jetzt 4 Schaden. Also mein Plan war ja jetzt hier. Und den dann
verstärken. Und hier greifen wir an. Dann ist der mal weg. Nein, ist er nicht, weil der ja jetzt da steht. Mist. Okay. Das läuft jetzt leider nicht so richtig gut. Jetzt müsste ich da... Okay, der muss weg. Dann kann ich den einsetzen. Der macht mir jetzt 4 Schaden. Ich kann den auch nicht zerstören. Ja. Bringt irgendwie alles nichts. Ja, einmal angreifen und das war's. Also das ist im Prinzip dasselbe wie ich. Nur besser. So werde ich natürlich nie Feldmarschall. 30 Bodeneinheiten einsetzen. War jetzt auch nicht so ganz erfolgreich. Wir versuchen noch eine zweite Runde. Die erste Runde war ja jetzt schnell. Zu schnell. Und nochmal ein Amerikaner. Der sicher nicht. Der auch nicht. Habt da nichts, was ich da... Das ist eine Wache. Ja. Versuchen wir das mal so. Das sind alles 3 Kreditkarten. Viel zu teuer eigentlich. Und was spielst du? Spielst du überhaupt was? Du bist dran. Ah, nicht mehr. Okay. Ich werde dann diese Einheit einsetzen. Obschon sie mir beim Hauptquartier einen Schaden macht. Aber ich muss ja irgendwas einsetzen. Und dann kann ich mit der Wache oder mit der Galilop reagieren. Oder ich bringe sie an die Front und gebe ihr +2/+2. Du darfst jetzt... Der kommt jetzt in die Front. Kann ich dann zerstören? Da dann 3, 4. Kann ich nicht zerstören. Ah, der setzt mich jetzt fest. Also der 3, 4, das ist 7. 6 oder weniger. Okay, wir zerstören einmal diese Einheit. Jetzt kann er mir im Prinzip diese Einheit zerstören. Oder er greift hier mein Hauptquartier an. Ah, der kommt jetzt noch mit Flieger, okay. Ah, zerstört das, ja. Alles klar.
Wir nehmen den System und gehen mit dem. Das auch einen Flieger komplett zerlegen können. Der spielt tatsächlich mit England. Hoffe ich jetzt mal, dass er mir der nicht zerstört. Okay, hat er ein paar Panzer. Dann muss der mal weg. Und wir haben hier eine Wache. Die nützt mir nur was, wenn ich eine Vorhersage spiele. Hätten wir hier. Oh, Nebelung. Aber er ist mit seinem Panzer jetzt nicht in die Front. Ich nehme diesen Flieger mit rein. Den Panzer weg. Und spiele eine Vorhersage. Und ich nehme Sturm. Hier ist Angriffszug. Ist nicht so toll für mich. Ich nehme den da. Okay. Jetzt ist er eigentlich schon neutralisiert da. Okay. Das ist jetzt ein bisschen doof. Das war jetzt fast ein bisschen klar. Also 5 Schaden, das würde so ziemlich jeden treffen. Also ich gehe mal. Wenn ich den jetzt spiele, habe ich. Also er kommt in die Front. Aber ich habe eine Vorhersage, das heißt, ein Sturm zieht auf, alle werden stärker, aber ich kriege den Bomber nicht. 2 Schaden ist. Ja, ich nehme diesen da. Gut. Okay. Jetzt habe ich da. Also diese Zieleinheit zurück und zerstört eine zufällige feindliche Einheit. Zerstören wir mal diesen da. Okay. Das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Jetzt haben wir hier, müssen wir da angreifen. Wir müssen auch noch kann nur eine Wetterkarte eingesetzt werden. Okay. Das hatte ich jetzt so auch nicht. Hatte ich so auch nicht mehr im Kopf, dass da nur eine geht.
super. Okay, das ist jetzt gar nicht so schlecht. Fünf Schaden. Also wir haben hier eine 6er. Plus 2 Dann ist weg. Jetzt habe ich dann 9. Passt. Das war jetzt gar nicht so schlecht. Jetzt können wir natürlich mit dieser Einheit hier angreifen. Und dann hat seine nächste Einheit plus 1 plus 1. Okay, wir fügen mal 5 Schaden zu. Und hauen den rein. Jetzt ist es so, braucht zuerst noch die 9er Karte, für dass er seine 2x6er Schadenskarten, wie heißt die da schon wieder? Ah, Manhattan Projekt, genau. Manhattan Projekt. Und dann ist der weg. Also muss ich mal ein Manhattan-Projekt abwarten. Okay. Ein Projekt raus. Und kommt mit dieser Einheit an. Die hat bei einer Marinekarte. Okay, wir nehmen den rein, noch und hätten dann eine Reparatur oder knallt die Manhattan-Karte wieder rein. Mal sehen. Okay, das ist natürlich auch nicht schlecht. Zerstört mir meinen Flieger, weil der 5 Schaden verursacht. Okay, da müssen wir jetzt, der macht 9 Schaden. Und ich mache mir noch selber 2 Schaden. Na toll. 5. Das geht nicht auf. Ja, habe ich schon wieder verloren. Hatte absolut besser gespielt. Ganz klar. Bin ich nicht so vorwärts gekommen da mit meinen Bodeneinheiten, aber auch egal. Na dann, vielen Dank zum Zuschauen und bis zum nächsten Video. Da wird es dann wieder vermutlich einen Deckbau geben. Mal sehen, was ich wieder hinkleistere da. Tschüss.